Körperliches Berndeutsch. Wenn man einen Menschen vom Kopf bis zu den Zehenspitzen anschaut, kommen einem ein Haufen berndeutsche Ausdrücke dazu in den Sinn, und man viel davon leider nur noch selten hört. Zum Teil tönen sie heutzutage ein bisschen altväterisch, sollte ich jetzt eher altvaterisch sagen. Zum Teil sind sie aus der Bubensprache von verschiedenen Generationen. Hier einfach ein kleiner Querschnitt ohne Anspruch auf Einheitlichkeit oder Vollständigkeit. Also, ganz oberst beim Menschen sind mal die Haare. Im besten Fall drapiert zu einer schnittigen Frise, im ungünstigeren Fall ein Moos oder ein Kutz. Falls es dort oben nicht mehr so eine haarige Sache sein sollte, dann redet man von einem Glädu, der doch viel origineller tönt als die langweilige Glatze. Gerade unten dran, bei den Augen, verweilen wir auch schnell einen Moment. Mit denen kann man nämlich äugen, wenn man ganz angestrengt schaut. Ein eher scheuches Schauen wäre dann Gläuseln. Wenn man hingegen explizit nicht schauen will, kann man etwas so ungeschaut nehmen. Oder wenn man das Gefühl hat, einer sehe etwas falsch, dann fragt man am besten, «Hast du ein krummes Schauen?» Und wenn man einfach schnell wissen will, wie es neu aussieht, dann geht man eine Nische nehmen. Gehen wir weiter zur Nase. Die schmeckt. Und bei uns Berner kann nur die Nase schmecken. Für das, was die Zunge macht, also auf Hochdeutsch «schmecken», gibt es auf Berndeutsch interessanterweise gar kein Wort. Dabei hilft man sich mit «es ist fein» oder «was hat es für einen Gau» oder «für einen Kust». Den nächsten Stopp machen wir beim Mu und allem, was damit zusammenhängt. Analog zum Augen kann man mit dem maulen oder ummaulen, was dir aber gerade einen ziemlich negativen Beigeschmack gibt. Die Begrenzung des Mu bildet die Lippen. Das Schönste, was man mit denen machen kann, neben vielleicht noch Trompeten spielen, ist ein Münchi geben. Oder als Tätigkeitswort Münchele. Da kann jetzt sogar ich verstehen, dass das vielen Leuten irgendwie zu kindlich und zu harmlos tönt und sie darum auf Küssen ausweichen. Schade finde ich, ist einer weg. Ein mehr besseres Münchi wäre übrigens ein Munsch, aber auch der tönt eher lustig als sinnlich. Für die Zähne gibt es die witzigen Synonyme Beisserli, Proffeln oder, wenn sie ein bisschen fest vorstehen, Schnaffeln. So, jetzt müssen wir aber schneller vorwärts gehen, sonst wird es zu lang hier. Wir gehen darum so quasi Büchligsen in Schluss. Nur noch schnell, wenn wir gerade schon dort sind. Wie kann man auch sagen, wenn man Bauchweh hat? Genau, ein Dreh im Bauch oder Ranzenpfeifen. Und wenn der Bauch eher ein bisschen überdimensioniert ist, kann man von einem Bidon, einem Buffet oder einem Gückeli-Friedhof reden. Alles in allem finde ich eigentlich das Besonderste, dass man auf Berndeutsch aus vielen Körperteilen ein Verb machen kann, das so eine neue Bedeutung bekommt. So können wir Füßle oder Fingerle für unserem Vis-à-vis näher zu kommen. Halsen, wenn wir etwas noch gerade knapp sehen mögen. Hirne, wenn uns etwas nicht in den Sinn kommt. Ellbogen, für uns eine bessere Position zu verschaffen. Und Hängeln, wenn wir jemandem etwas zeigen wollen. Wir können näseln und knäulen. Gut, das können die Deutschen auch. Oder füdeln. Das hingegen können sie nicht. Die Babys tümeln, wenn gerade kein Nucki ist. Vor allem bevor sie zahnen. Und die etwas älteren Kinder knödeln, wenn es ihnen langweilig wird. Wer nicht gut tut, dann kann man Ohren. Im Hallenbad können wir rückeln. Wenn wir etwas begreifen, dann kopfen wir es. Und die Raucher unter uns können sogar lüngeln, wenn sie den Rauch tief abziehen. Auch die paar Körperteile, die es für sie bis jetzt noch keine Verbform gibt, kann man mit ein bisschen Fantasie problemlos auch noch erschliessen. Viel Vergnügen also beim Schulterle, Kieferle, Augenbrauen, Unterschenkeln oder Bauchnebeln. Eine Kolumnette. Das Berndeutsch ist ja enorm vielseitig, wenn es darum geht, aus Substantiv Verben zu machen. Heute geht es aber um das Gegenteil, um die Substantivierung von Verben und anderen Wortarten. Beim Sammeln ist mir aufgefallen, dass viele von diesen Formen auf die Liste der Wörter gehören, die vom Aussterben bedroht sind. Zuerst gibt es einmal die Ableitungen ohne eine spezielle Endung, die fast gleich tönen wie das Verb selber. Die sind meistens ziemlich mutz und träf und gefallen mir darum besonders gut. Recht häufig hört man Wörter wie Klapf, Bschiss, Gump, Leer, Ruck, im Vergäß. Eher bei den älteren Semestern zum Beispiel noch Stupf, Mupf, Klupf, Schnauf, Mucks, Schwumm, Gorbs, Sprutz, Nuck, Krump und Kut. Zum Teil gibt es beim Substantivieren eine neue Bedeutung, die sich vom ursprünglichen Verb abhebt. So bekommt ein Kehr plötzlich eine zeitliche Dimension. Eine Person kann Schreis haben und so im übertragenen Sinn andere Leute zu sich herschreissen.
Bei einer Fuhr werden nicht mehr wirklich Sachen umgeführt. Wenn etwas kein Schleck ist die Zunge nicht beteiligt. Und wer keinen Wank mehr macht, hört nicht nur auf wanken, sondern bewegt sich gar nicht mehr. Eine interessante Bedeutungsänderung gibt es bei Substantivierungen, die mit dem Präfix «g» gebildet werden. Der «g» vordran impliziert nämlich eine Wiederholung eines Vorgangs und durch das auch gerade ein zu viel davon. Darum sind ein Geläuf, ein Gestunk, Gerät, Geuss, ein Geschleipf, Gescheiss, Keien, Köch, ein Grenn, Glaffer, Kar, Gestürm, Glauer in unseren Ohren negativ besetzt. Gewisse Substantive kann man bilden, wenn man bei den Verben der «e» am Ende durch ein «i» ersetzt. Breichen wird zu Breichi, Schinden zu Schinti, Bschütten zu Bschütti und Fahren zu Fari. Häufig meint auch da die Substantivierung nicht mehr genau das Gleiche wie das Verb, was man beispielsweise bei Knäpfi, Gschaui, Besetzi und Rösti sehen kann. Auch bei dieser Form gibt es Wörter, die etwas abmindern, wie es schon das Ursprungsverb macht. Hier finden wir ein Tschalpi, ein Kafli, ein Schwadli, ein Paupti, ein Zwaschpli, ein Wausti und dann noch die 5 letzten von den G-Formen von vorhin gerade, aber das mal auf die Person umgemünzt. Grenni, Laveri, Kari, Stürmi und Laueri. Spannend ist dabei, dass es all die nicht besonders schmeichelhaften Bezeichnungen nur in männlicher Form gibt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Frauen wegen dem auf die Barrikaden steigen mögen. Die Endung «i» ist übrigens so typisch für Substantivierungen von Adjektiven, die so eine Art Zustand beschreiben. Liebe, Güte, Stärke, Dicke, Schwere, Kälte, Wärme, Höhe, Schräge, Leere. Teil von denen, wie zum Beispiel Schöne, Langsame, Müde und Dümme, werden gängig mehr von ihren Stellvertretern mit Heit und Keit verdrängt. Zurück zu den Verben. Von den Formen mit «ötte», weiblich, und «öt», männlich, haben nur ganz wenig bis heute überlebt. Ein Lismete, ein Zügelte, ein Frühlingsputzelte gehört man noch ab und zu. Ganz selten vielleicht mal ein Tischete oder ein Versäckelte. Auch ganz sicher nicht mehr ein Ragelte von heute noch lebigen Ausdrücken. Noch weniger sind von den männlichen Führung geblieben. Höchstens ein Leset, ein Heuet oder ein Schwinget trifft man selten mal an. Dabei wäre das eigentlich mit vielen Verben möglich. Warum organisieren wir nicht einmal wieder ein Brätlete, ein Serienschauete oder ein Velofahrete? Zum Schluss möchte ich noch kurz auf die Endung «er» eingehen. Mit der können aus Substantiv wieder Substantiv abgeleitet werden, die sich aber neu auf einen Menschen beziehen. Der Hochzeiter, der Eisenbahner, Polizeier oder mit «ler» der Höseler, Tremmeler, Gimmeler, Metteler oder Zuchthäusler. Die gibt es jetzt wenigstens mit einem zusätzlichen «ä» ganz zuhinterst auch alle als weibliche Formen. Ein bisschen umständlich wird es beim Ingwer. Da gibt es ja seit einer Zeit einen Schnaps davon, der Ingwerer heisst. Der wäre also der den Schnaps macht, der Ingwererer. Besonders lustig sind Substantivierungen, die aus schon einmal verbisierten Substantiv gebildet werden. So wird aus Plausch zuerst Pläuschle und schließlich der Pläuschler, aus Hund über das Hündele der Hündeler und aus meinem Namen wird via Gvetterle der Gvetterler.